Guten Morgen, hier ist Michael Köhn, euer mentalen Praxistrainer. In diesem Video geht es um das Thema Akzeptiere deine Genetik. Ich habe sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, die letzten Jahre, mich über meine Genetik zu beschweren. Zum einen natürlich bei mir selber, also dass ich mir quasi selber leid getan habe, dass ich so ein dünner Typ bin, dass ich so schlecht Muskulatur aufbaue, dass ich so schnell Körperfett ansetze, dass ich nicht breit werde, obwohl ich vielleicht viel mehr Aufwand betreibe als andere, genau auf Essen achte, streng trainiere und sagen wir mal ganz, ganz viel richtig mache, aber ich im Vergleich zu anderen nicht so aussehe und nicht so Erfolge feiern kann. Also zum einen habe ich mir halt selber, sagen wir mal, mich selber bedauert, ja, fand ich selber irgendwie ungerecht, dass ich so eine Genetik bekommen habe. Zum anderen habe ich natürlich auch mit vielen anderen drüber gesprochen, die ich aus dem Training kenne, Freunde von mir, Freunde, mit denen ich zusammen trainiert habe, viele Kumpels von mir, die auch ungefähr meine Größe haben, haben eine sehr, sehr gute Genetik. Das sind richtige Brocken, die wiegen einfach mal 10, 15 Kilo mehr. Machen nicht mehr als ich, ja, vielleicht sogar weniger, haben aber deutlich mehr Muskulatur. Und ich habe irgendwann mal festgestellt, dass ich mich beklage, das änderte erstmal den Umstand nicht. Ja? Also man kann zwar etwas feststellen, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, das nennt sich Annahme, ja? Dass ich sozusagen sage, wie ist der Stand der Dinge oder wie ist es um mich bestellt. Das kann jetzt körperlich sein, das kann finanziell sein, das kann mit Fähigkeiten, egal jeglicher Couleur sein. Aber das sich beschweren, das ist ein ganz, ganz, ganz schlechtes Thema. Warum? Weil jedes Mal, wenn ich mich darüber beschwere, ja, dann gebe ich diesem Zustand Energie. Ja. Also ihr müsst euch vorstellen, Energie, Aufmerksamkeit, die ihr habt, wir Menschen sind ja energetische Wesen, ja. Die Energie folgt der Aufmerksamkeit, das funktioniert wie durch so eine Lupe, wie so ein Brennglas. Wenn die Sonne oben in die Lupe reingeht, dann wird die durch die Lupe konzentriert und dann könnt ihr zum Beispiel euren Namen in eine Holzbank brennen, ja, mit einer einfachen Lupe, ganz normal mit der Sonne. Warum? Weil die Energie gebündelt wird. Genau das gleiche funktioniert auch mit unseren Gedanken, mit unseren Emotionen, mit unseren Gefühlen. Und sozusagen diesen Umstand, den ich ja wahrscheinlich eh schon nicht ändern kann, dem gebe ich auch noch Kraft und sozusagen damit zementiere ich diesen Fakt. Ich werde nicht ripped, ich werde nicht muskulös, ich werde nicht dies, ich werde nicht erfolgreich, ich werde nicht jenes. Und das sollte man tunlichst vermeiden. Denn im Vergleich zu anderen kann ich zwar vielleicht nicht so reich sein wie der oder so erfolgreich wie die oder so viele Muskeln wie der oder so definiert wie die. Das mag schon sein, aber dennoch kann man die beste Version von einem selber werden. Ja? Und so wie ich vielleicht sage, ja, das ist ja so gemein, dass ich nicht so viele Muskeln aufbauen kann, sagt vielleicht ein Mann, der 1,75 ist, ja, aber du bist 1,98, ich würde alles dafür geben, 20 cm größer zu sein, ja. Was soll der denn sagen? Also jeder, mit dem man auch redet, wird irgendwas finden, ja, im Kraftsport sowieso oder sagen wir mal im Bereich Bodybuilding, wo es um Optik geht, wenn man einem sagt, Mensch, du hast einen tollen Körper, dann sagt er Danke und sagt dann direkt, aber ich habe schlechte Waden oder ich habe eine schlechte Brust oder ich habe hier ein bisschen Speck oder... Das wird man immer haben, deswegen sage ich immer, das Beklagen ändert nichts. Feststellung, ja, deswegen sage ich auch, das Video heißt, akzeptiere deine Genetik. Ja? Also sozusagen die Genetik ist die Grundanlage, sie macht nicht 100% des Ergebnisses. Sie kann je nachdem, in welcher Ausrichtung und welchem Thema das ist, kann sie vielleicht 50 bis 70% machen, aber wir haben immer noch einen sehr, sehr hohen Anteil, den wir mit unserem Lebenswandel, ja, also wie wir einfach unsere Zeit verbringen, wie essen wir, schlafen wir, machen wir Sport, haben wir Stress, wie verbringen wir unsere Freizeit, was haben wir für geistiges Futter und so weiter. Und das letztendlich schlägt sich dann in allen Bereichen nieder, ja, ob es Beziehung, Partnerschaft ist, ob es das Thema Job, Geld verdienen ist oder ob es das Thema Gesundheit oder auch Aussehen ist, ja, Körper. Und deshalb ist mein Appell, akzeptiere deine Genetik. Im Kraftsport zum Beispiel oder im Bodybuilding kann man dann noch sagen, okay, ich akzeptiere meine Genetik nicht, möchte mehr Muskulatur haben, dann kann man zum Beispiel Medikamente nehmen, ja,
Das kann jeder für sich entscheiden. Es ist ein freies Land. Jeder ist der eigene Herr seines Glückes und seines Körpers. Das kann jeder selber bestimmen. Und dann geht es da vielleicht wieder ein bisschen weiter. Da muss man gucken, was ist es mir wert. Ja? Also eine Verhältnismäßigkeit. Gehe ich auf die Bühne, verdiene ich Geld damit? Ist es nur für mein Ego? Mache ich es nur für die Disco? Ja? Damit ich an der Theke einen dicken Arm habe, wenn ich mir eine Limonade bestelle. Das muss dann jeder für sich rauskriegen. Aber dieses permanente Unzufriedensein, das ist nicht gut. Und das ist auch ganz egal, in welchem Bereich das ist. Also wenn es zum Beispiel ist, dass man sozusagen, Genetik hat ja auch immer was mit Anlagen zu tun. Also im Fitness sieht man es klar, wie die körperlichen Anlagen sind, aber Anlagen oder Fähigkeiten können ja auch in anderen Bereichen sein, ja. Wie zum Beispiel, was für eine finanzielle Intelligenz habe ich, was habe ich für Empathie, wie kann ich mit anderen Menschen umgehen. Es gibt ja ganz viele Bereiche, wo ich eine Grundanlage habe und dann kann ich mit Training, mit Weiterbildung und so weiter mich dort verbessern. Das gleiche gilt für andere Bereiche auch, ja. Zum Beispiel im Wing Chun habe ich eine ganz gute Grundanlage, bestimmte Sachen zu verstehen. Mein Körper kann bestimmte Bewegungen, Techniken ganz gut aufnehmen und da kann ich vielleicht mit weniger Training schneller weiterkommen als andere, die mehr trainieren. Ist auch eine Frage der Genetik, ja. Okay. Aber nochmal zurück zum Punkt. Akzeptiere deine Genetik. Dankbarkeit ist ein ganz großes Thema. Alle Leute, die sich mit mentalen Sachen oder auch mal im Bereich energetisch, spirituell befassen, kennen das Thema Dankbarkeit. Sei dankbar für das, was du hast, was nicht heißt, dass man nicht auch sich in dem Bereich noch verbessern kann. Aber erstmal bin ich dankbar für den Zustand, den ich jetzt habe und freue mich auf die weiteren Verbesserungen. So könnte man es vielleicht formulieren. Und das ist genauso, wenn ihr halt euch dauernd beschweren würdet, dass ihr eine schlechte Figur habt und wie schlecht die Genetik ist. Das ist so, als wenn ihr einen schlechten Urlaub habtet und 20 Jahre lang erzählt ihr noch jedem, den ihr kennenlernt, wie schlecht dieser Urlaub war. Dann hat ihr sozusagen emotional durchlebt ihr diesen schlechten Urlaub immer wieder. Das sollte man, wie gesagt, tunlichst vermeiden. Fokussiert euch also auf das, was funktioniert. Für mich persönlich, was ist meine Essenz, um das auch mal sagen zu können. Ich habe also für mich festgestellt, okay, es fällt mir ganz, ganz schwer, Muskulatur aufzubauen. Es fällt mir ganz, ganz leicht, Fett anzusetzen. Und ich kann aber mit einer hohen Disziplin einigermaßen definiert werden. Ja, so, das kann eigentlich jeder. Also definiert werden kann jeder, auch einer, der eine schlechte Genetik hat zum Muskelaufbau, kann trotzdem trocken sein mit 6-7% Körperfett, wenn er oder sie das will, wenn man das will. Und ich habe für mich entschieden, ich für mich persönlich, habe gesagt, okay, wenn ich schon nicht muskulös werde, wenn ich schon keine Kraftsportlerfigur bekommen kann, zumindest nicht auf naturalem Wege, dann gehe ich den Weg, dass ich sage, okay, ich will aber für mich persönlich ein Feedback haben, wenn ich in den Spiegel gucke, dass ich nicht umsonst 3, 4, 5 Mal die Woche Sport mache. Und deshalb habe ich gesagt, okay, dann gehe ich den Weg der Definition. Ich gucke, dass ich deutlich unter 10% Körperfett gehe. Ich bin jetzt 43 Jahre alt. Und da sehe ich zumindest, wenn ich das Shirt ausziehe, okay, sehe nicht aus wie ein Pumper, da sehe ich vielleicht eher aus wie ein Leichtathlet, ja. Aber dann habe ich für mich persönlich, ganz persönlich für mich das Feedback, ich sage, ja, im Spiegel, da sehe ich die Früchte meiner Arbeit, ja. Und das ist auch der Grund, warum ich das Video gemacht habe. War auch ein Thema Erkenntnis für mich, ja. Habe letztes Jahr nochmal fast 15 Kilo zugenommen zu dem Sixpack, weil ich 2014 hatte, weil ich dachte, wenn ich mehr esse und hart trainiere, dann werde ich schneller mehr Muskulatur dazu aufbauen. Und ich denke mal, wenn ich fertig bin mit der Diät, zurzeit bin ich so bei 13-14% Körperfett, schätze ich mal. Wenn ich unter 8 bin, was ja mein Ziel ist, dann werden wir mal sehen, wie viel Muskulatur in Wirklichkeit dazugekommen ist. Das wird wahrscheinlich vielleicht 1 Kilo sein, wenn überhaupt, ja, in den 2 Jahren. Und wie gesagt, es ist okay, ich kann damit leben, ich werde trotzdem weiterhin Sport machen, ich werde meinen Wing Chun machen, ich mache mein Fitness und dann bin ich halt ein definierter, drahtiger Wing Chunler mit 43. Damit kann ich auch leben, das ist dann für mich persönlich okay. Das ist so, dass ich dann für mich weiter Motivation habe, weiterzumachen. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch das Video geholfen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen hoch, abonniert meinen Channel, teilt das Video und schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ist es mit eurer Genetik? Akzeptiert ihr eure Genetik? Sagt ihr, das ist Quatsch? Es gibt keine Limited Genetik, man kann alles mit Willen, Ernährung und Sport verändern. Würde mich interessieren auf eure Kommentare. Bis dahin wünsche ich euch auf eurem Weg alles Gute, viel Erfolg und bis dahin.
Ciao.